Die Zeit ist endlich reif, um Necrolots Macht zu brechen. Willkommen zurück bei Risen 3 Titan Lords. Wir sind bereits, glaube ich, 121. Part. Ja, was ganz einfach mit 120 Parts beendet haben, wurde es dann nichts mehr draus. Ist aber auch scheißegal, spielt keine Rolle. Eldrick befreien und dann mal gucken, wie es weitergeht, wegen unserem Geist und Necrolot selbst. Ja, und dann glaube ich, die ganze Insel ein bisschen durch, wa? Also müssen wir die ganzen Hauptorte hier. Ja, hier waren wir schon, da oben, wir waren hier schon. Das war eigentlich die schwierigste, sag ich jetzt mal, Bewachung. Die hier unten war ja hier. Die hier war richtig BDK. Da war ja praktisch gar nichts. Und einfach ein bisschen durchmarschieren und so, kein Problem. Und die hier war auch, ja, müssen. Nee, war eigentlich auch nicht wirklich etwas Schwieriges. Jetzt war noch ein Teleporter, muss ich nachher auch noch aktivieren. Und dann, ja, wir fahren jetzt erstmal Eldrick und schauen dann, wie es weitergeht. Oh. Das ist noch viel wichtiger als Eldrick. Ganz klar, ja. Zu verkaufen noch toll. Ich wusste. Ich kann mich auf dich verlassen. Danke für die Hilfe. Keine Ursache. Wie weit sind deine Vorbereitungen? Wofür? Du bist doch nicht den weiten Weg hierher gekommen, nur um einen alten Mann zu retten, oder? Du willst Necrolot aufhalten. Ja, wenn ich es kann. Das kannst du, mein Freund. Du brauchst nur deine alte Stärke wieder. Du hast so viel schon gelernt und überstanden. Du bist deinem Ziel schon sehr nah. Ich habe deinen Geist irgendwo in der Mitte dieser Insel gesehen. Geh und vereinige dich mit ihm. Gemeinsam habt ihr eine Chance, unseren Feind zu bezwingen. Was wirst du tun? Ich helfe dir am meisten, wenn ich die anderen im Kampf gegen die Schatten unterstütze. Die dunklen Krieger haben ihre Mission fast vollendet. Wohlan denn. Wir sehen uns, wenn du Necrolot erledigt hast, mein Freund. Okay. Eldricks Gefangenschaft. Abgeschlossen, wir haben alles geschafft, Freunde. Es ist einfach nur geil. So, ganz kurz die noch plündern. Die geben immer ein schönes Golem-Herz. Ja, jetzt gehen wir also zurück. Sprich, wir werden den Teleport aktivieren, den wir vorhin ja gesehen haben, nicht aktivieren konnten, weil der Stein gefehlt hat. Dann gehen wir zurück zum Anfang der Insel, denn ich will noch ein bisschen was verkaufen und so, will noch ein bisschen was erlernen. Könnte durchaus noch passieren. Und dann gehen wir ab zu unserem Geist. Ja, so einfach kann es sein. Wo bin ich denn jetzt plötzlich? Aha, bin jetzt einfach hier, toll. Schatten wir mit dem grünen Herz. Ein bisschen grob kann niemals schaden, das ist sowieso so. Eine Schädelblüte und noch ein bisschen Gold, was ich gerade gesehen habe. So. Jo, sind wir hier soweit auch fertig. Dann also zurück wieder an die Front, würde ich mal behaupten. Da ist wohl nichts mehr, gut. Die haben wir bereits platt gemacht. Ich erinnere mich. Die Beeren können wir eigentlich noch pflücken. Und dort irgendwo war doch der Pot. Oder war der hier? Ne, hier war er nicht, war da vorne. Hui, 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 hui. Hui, hui, jo, hui, de hui. Hui, hui, hui. Geht doch. Jetzt dauert es wirklich nicht mehr lange bis zum Final End Battle. Wie viele Rumpunkte haben wir jetzt mittlerweile schon? Wir sind fast bei 50.500. Fingerfertigkeit, ne, brauchen wir sowieso nicht mehr. Schlösser noch 19, das reicht. Magie können wir noch pusten, wenn was anderes nicht irgendwie noch wichtiger wäre. Nö, reicht schon. Okay, Freunde, wieder mal zurück, wa? Wir haben noch jetzt ein Center, sag ich jetzt mal. Der Vorschlag kann nur von einem Wächter kommen.
Wenn du wüsstest, wie oft mir ein Feuerball schon... So, jetzt will ich hier eigentlich noch ein bisschen was verkaufen und so. Ich weiß bloß nicht mehr, wo der genau war. Der Typ dazu. Den haben wir auch schon, ja. Knoten hier. Da müssen die alle zu abbauen. Das wäre mal richtig geil hier. Und das ist noch viel geiler. Und noch der Schluss, ey, das ist noch am geilsten. So. Hat sich wohl gelohnt. Oh je, oh mine. Dass sie das aus, kann man ihn irgendwie einreißen. Naja. Geht's eben doch nicht. Was war jetzt hier der Händler? Hier war doch einer. Da verlasse ich mich lieber auf das Wissen unserer Druiden. Soldat war auch noch hier, ja. Bones? Ne, komm schon, Ende. So, geht doch. Ne, wir schon noch zu viele Seelenpunkte, werden es gleich erfahren. Nö, sieht noch gut aus. Bei Sadek ebenso. Hat der noch etwas für uns? Lass mich einfach in Ruhe. Naja, aber klar. Bald wird das alles ein Ende haben. Dafür werden wir schon sorgen. Die dunkle Brut hätte sich niemals mit uns anlegen dürfen. Sie werden schon sehr bald feststellen, dass diese Welt uns gehört. Wenn wir dafür ein paar Menschen opfern müssen, dann soll es so sein. Wow. Wäre gut, wenn es nicht sein müsste. Ich wünsche mir natürlich, dass wir das hier überleben, ohne jemanden von uns opfern zu müssen. Aber ich bin bereit, es zu tun, wenn es sein muss. Und du? Hast du nicht einen Job zu erledigen? Keine Sorge. Wir wissen, was zu tun ist. Dann ist dir gut. Wie ich sehe, war es eine gute Entscheidung, dich zum Feldherrn der Truppen zu machen. Das werden wir erst sehen, wenn wir die Schlacht gewonnen haben. Alles steht und fällt mit dir. Wenn du deine Aufgabe nicht erledigst, sind wir alle verloren. Oh je. Der ist wieder mal richtig optimistisch. Kannst du mir etwas beibringen? Natürlich. Schwertermeister, Nahkampf 90, haben wir bald. Oh ja, da hat auch ein Schwertmeister drauf. 1000 Gold, Fernkampf, List, kritische Treffer, ne, brauchen wir nicht. Fleischfresser lernen. In Ruhe im Fleisch, Erklär mir deinen Schlachtplan. Du musst zum Hort des Bösen vordringen. Nekrolot weiß bestimmt schon, dass wir hier sind. Also beeil dich. Finde deinen Geist und dann schicke diesen Dämon wieder zurück ins Schattenreich. Irgendwo in der Mitte dieser verfluchten Insel, vermute ich, wird er sein. Alle anderen werden versuchen, seine Schergen zu beschäftigen. Wir haben Berichte über Waffenlager der Schatten erhalten. Ich habe schon ein paar Männer darauf angesetzt, aber ich bräuchte jemanden, der mir von den Lagern berichtet. Um genau zu sein, brauche ich jemanden, der sicherstellt, dass diese Lager unter unsere Kontrolle gebracht werden. Wie wäre es mit mir? Du bist unser wichtigster Mann. Wenn dir was passiert, sind wir alle verloren. Ich pack das schon. Ach, was soll's. Ich werde dich eh nicht davon abhalten können. Also, wenn du dich dieser Aufgabe gewachsen siehst, gehört sie dir. Ich werde mich um die Waffenlager kümmern. Es gibt 2 Stück im Osten. Am besten sprichst du mal mit Jake, falls du es noch nicht gemacht hast. Bei dem anderen findet sich außerdem eine Brücke, die wir unbedingt halten sollten. 2 weitere Lager findest du im Norden. Eines auf der anderen Seite der Insel und eines vor dem Berg hinter den 2 Türmen. Bringe mir Nachricht aus allen 4 Waffenlagern. Aber wehe, du kommst mit schlechten Nachrichten zurück. Komm nur wieder zu mir, wenn du sichergestellt hast, dass die Waffenlager unter unserer Kontrolle sind. Alles klar. Mit ihm hätten wir wohl schon früher sprechen sollen. Wie sicher ist die Anlegebucht? Sicher? Auf dieser Insel ist nichts sicher. Wenn wir überleben wollen, müssen wir jeden töten, der sich uns in den Weg stellt. So einfach ist das. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, das sowieso. Wir sollten die Wachposten aufstocken. Und was dann? Gemeinsam am Lagerfeuer Geschichten erzählen? Nein, so werden wir hier nie Fuß fassen. Wer Sicherheit will, muss erst einmal vor seiner eigenen Haustür kehren. In der Nähe ragen 2 große Türme in die Höhe.
Das Pack treibt sich dort herum und blockiert die Wege. Wird Zeit, ihnen in den Arsch zu treten. Schatten verkloppen? Da bin ich dabei. Die Gegend um die 2 Türme ist sauber. Was? Und ich bin beim Angriff nicht dabei gewesen? Naja, egal. Die Biester werden sich von der Attacke hoffentlich nicht so schnell erholen. Hier, kannst deine Wunden damit flicken. Dankeschön. Ich möchte Bericht erstatten. Dann schieß mal los. Die Schatten beim östlichen Lager machen keine Probleme mehr. Sehr gut gemacht. Männer wie dich können wir hier gut gebrauchen. Dann ist unser Waffennachschub schon mal gesichert. Das Waffenlager hinter den 2 Türmen gehört jetzt uns. Perfekt. Dann droht aus dieser Richtung keine Gefahr mehr. Je mehr wir die Schatten schwächen, desto einfacher sollte uns der Kampf gegen sie fallen. Ich möchte ein paar Dinge wissen. Aber mach schnell. Ich habe zu tun. Ja, ich auch. Wie läuft die Zusammenarbeit mit den anderen? Du sprichst von den Kieler und den Magiern. Jeder steuert etwas zu diesem Krieg bei. Mir steht es nicht zu, über die Vorgehensweisen der anderen zu urteilen. Aber wenn es ums Kriegführen geht, macht uns Dämonenjägern so schnell niemand etwas vor. Das freut mich doch. Wie denkst du über Nekrolot? Er ist der Grund, warum wir hier sind. Er ist der Titan des Todes. Der Sinn seiner Existenz ist es, sämtliches Leben auf dieser Welt ihm zu unterwerfen. Wenn wir ihn nicht aufhalten können, ist alles verloren. Darum wurde vor langer Zeit der Orden der Dämonenjäger überhaupt gegründet. Dies ist unser einziger Zweck. Ach so, er ist der Todestitan. Ach du Scheibenkleister. Wie siehst du den Krieg gegen die Schatten? Nekrolot hat die armen Teufel hier zu willenlosen Tötungsmaschinen gemacht. Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Unsere Aufgabe ist es, ihr Leid zu beenden. Und solange ich lebe, werde ich dafür Sorge tragen, dass wir genau das tun. Wahre Worte. Gut. Zweimal fertig hier. Wo war jetzt der Typ, der uns noch etwas verkauft hat im letzten, vorletzten, überletzten, wie auch immer Part? Das war doch schon... Wie, jetzt fehlt noch eins oder was? Ups. Hab komplett vergessen. Gut, Freunde, das machen wir direkt jetzt. Denke mal, das dauert nicht allzu lange, wir haben noch ein bisschen Zeit dazu und können wir das Großfinale doch erst im nächsten Part einläuten. Passt aber von dem her ziemlich gut. Ich muss noch wissen, was der andere Typ war. War der doch da vorne? Wo geht's denn hier hin? Ja, schon wieder weiteres übersehen, ey. Ja, das geht ja wirklich ratzefatze. Entschuldigung, verklickt. Kann nicht mal passieren. Ja, das wäre eine gute Frage. Ich dachte, doch, der ist doch hier, oder? Ja, genau, der ist ja. Zeig mal, was du hast. Such dir was aus. So, verkaufen. Ich wäre eigentlich auch schon dafür geneigt, mal die Dinge zu verkaufen. Ich meine, klar ist cool, dass wir die ganz gesammelt haben und so, keine Frage. Ein bisschen mehr Gold kann ja eigentlich nie schaden, wa? Na gut, ich kann es natürlich auch später noch machen. Smaragd, ja, das stand bei uns eigentlich auch nicht mehr. Also, weil die wirklich noch für später behalten, aber wozu eigentlich, wa? Die gehen auch kaum etwas ab. Ein paar Golemherzen noch, grüne Herzen, Säudrüsen. Für Voodoo, ja, für Voodoo alles. Alles für Voodoo, Voodoo, Voodoo. So, vom Part her sieht es auch ganz gut aus. Ich glaube, wir haben noch ganz gut Zeit, hier noch ein paar Dinge zu erledigen. Hier noch etwas. Nö, das sieht gut aus. Magie braucht eigentlich auch nichts mehr zu verkaufen. Gibt sowieso kaum etwas. Ah, doch, hier Schatten kriegen wir noch etwas geben.
Aber ja, mal warten, wa? Da haben wir so viel hier. Echt krass. Was kannst du mir beibringen? Mal sehen. Tja. Magie sicher. Wäre vielleicht noch etwas ein Kampf gegen Nekrolot, wa? Ich möchte durch Magie weniger Schaden nehmen. Viel kann ich dir dabei nicht mehr beibringen. Du wirst echt gut. Cool, Mann. So, hätten wir es also. Da ist ja nichts mehr. Ja, wie bereits erwähnt, gehen wir jetzt nochmal hier hin. Nachher das Lager zu prüfen und dann doch langsam aber sicher mal zum Ende des Abenteuers. Oh, ist noch 50er Tour. Ne, ich mache den am besten. So geht schon mal nicht. Hä? Aha. Wie sind wir kommen, wenn es doch auch einfach geht? Schnaps des Todes, Knochen, Papageienflug, aber dann kann alles nicht mehr. Einmal die Schlangenwurz, kommt sofort. Missfliegen oder wie? Klang gerade ein bisschen so. Ja, dort hat es ein paar. Vielleicht sogar die letzten normalen Viecher noch im Spiel. Machen wir, machen wir. Hier ist aber sonst eigentlich auch nichts. Ein paar Gule. Die finde ich aber gar nicht so cool. Wow, wo kommt die jetzt auch her? Ah, ne, die Spinnen hasse. Hahaha, Betty und deine Sprüche, ey. Blub, 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 blub. Einmal das Klingenblatt, kommt sofort. Das ist noch irgendwie einer von uns. Einer von uns. Ah! So, jetzt aber. Wo geht's überhaupt hin? Auch irgendwie noch ein unbekanntes Gebiet von uns, war. Du, Gray. Kommt hier jemand vorbei? Ich dachte schon, wir wurden vergessen. Los, lass uns gehen. Nur weg von hier. Wohin? Wie, wohin? Bist du etwa nicht hier, um mich zurück ins Lager zu bringen? Nein, Kane hat mich geschickt. Ich soll die Lage überprüfen. Die Lage? Pff, das ist gut. Scheiße ist die Lage, das ist sie. Was genau ist dein Auftrag hier? Wir sollten die Brücke hier in der Gegend sichern. Das ist grandios schiefgegangen. Ich gehe keinen Schritt in die Nähe dieser Brücke. Diese Insel ist verflucht, sag ich dir. Nein, diese Insel ist nur von allem Bösen überrannt, was das Schattenreich jemals ausgebrütet hat. Und wo ist da bitte der Unterschied? Keine Ahnung. Versteckst du dich hier? Allerdings verstecke ich mich hier. Ein verdammter Schattenlord ist hier in der Nähe. Meine ganze Gruppe ist tot. Jetzt warte ich darauf, dass ich hier abgeholt werde. Ein schüchtern Hund dort, wow. Was genau ist mit deiner Gruppe passiert? Der Schattenlord, der hier in der Nähe ist, hat ihnen ihre Körper geklaut und ihre Geister versklavt. Klingt echt scheiße. Ja, jetzt bewachen sie die Brücke, wie es unser ursprünglicher Auftrag war. Aber sie erkennen mich nicht mehr wieder. Sie scheinen komplett unter dem Einfluss des Schattenlords zu stehen. Ich würde ja versuchen, den Schattenlord zu töten, wenn ich nicht so eine Angst hätte, mich hier wegzubewegen. Ich werde mich um den Schattenlord kümmern. Was? Bist du irre? Das ist ein reines Selbstmordkommando. Wir werden sehen. Bitte, du kannst es gerne versuchen. Ich habe noch einen Tipp für dich. Wenn du es wirklich schaffen solltest, den Schattenlord zu besiegen, dann sollten die Geister mit ihm verschwinden. Das macht es dir vielleicht einfacher. Alles klar. Wie komme ich unbemerkt an den Geistern vorbei? Denk dir was aus. Ich glaube, es gibt auch einen Seitenweg um die Brücke herum.
Zumindest, wenn du dir Flügel wachsen lassen kannst. Vielleicht kannst du auch an ihnen vorbeischleichen. Ich habe es noch nicht versucht, also um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Schau dich einfach mal um. Vielleicht findest du einen Weg. Jo, mach ich. Gut, die Frage natürlich, wo ist jetzt der genau? Die Todeszone. Da drüben war. Können wir hier drüben. Nee, wisst ihr was? Machen nicht. Wir schaffen das auch so, ist doch kein Problem. Servus. Mache ich kurz Prozess. Wow. Magie habt ihr ja zwar drauf, Leute, doch das bringt nichts gegen uns. Hilfe! Wo gehst du denn jetzt plötzlich hin? Gibt hier keinen Winkel, an dem ich mich wohlfühle. Wäre hier eine Kneipe, würde es anders aussehen. Du bist so gut. Ich könnte hier auch nichts mehr retten. Ja, ja. Versklavter Geist. Jetzt seid ihr alle frei. Patty? Wo kommt der jetzt doch her? Das war's dann wohl. Ich kann um mich treten. Tot, tot, tot. Also noch ein paar Schattenviecher, okay. Eine Goldpfanne. Ja, wieso eigentlich nicht? Schattenlord, ich bin hier, um dich zu killen. Hä? Ah ja, nur ganz sagen. Geht doch sicher auch hier hinten rum. Der Schattenlord der Sklaverei! Schwächlinge, was sind denn das für Schwächlinge hier? Hallo? So jetzt aber. Schattenlord hin? Der hat seine Luft aufgelöst. Na gut, von mir aus. Soll mir recht sein. Ein bisschen Heilung vielleicht noch. Es lebe die Magie. Okay, hätten wir das? Können wir den mal ganz kurz Bericht erstatten. Nachher Crainer. Nochmal ein bisschen, handeln und so. Oh, wo kommt der doch her? Mein Freund doch schon gehört. Kein Problem, Süße. Für uns sowieso nicht. Hey, du. Der Schattenlord wird keine Probleme mehr machen. Er ist tot? Sieht ganz so aus. Dann finden die Geister meiner Kameraden vielleicht endlich Ruhe. Ich danke dir. Dann kann ich meinen Auftrag vielleicht doch noch zu Ende bringen. Ich werde diese Brücke halten. Mach das. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Ich kann dir etwas Gold geben, wenn du willst. Danke. Ja, besser als nix. Wow. Lass uns handeln. Hatten der Interessantes eigentlich nicht viel war, wir verkaufen noch etwas, ja. Ja, der Stein, einen hohen Wert, er hat trotz allem nur 5, also komm weg damit. Das kann man eventuell noch gebrauchen. Das Schattenzepter, das wird natürlich sein Herz noch, das ist irgendwie so abgehauen. Naja. Wobei, ich habe glaube noch ein paar Herzen. Ein paar schwarze Herzen. Können wir auch so verkaufen. Mal hier die ganzen Dinger, wa? So. Das hätten wir jetzt also. Hier ist auch safe. Dann zurück zu Kane. Irgendwann Ich möchte Bericht erstatten. Dann schieß mal los. Die Brücke im Osten ist jetzt unter unserer Kontrolle.
Dass wir diese Brücke halten, ist von höchster Priorität. Ich werde noch ein paar Männer dorthin senden. Wir dürfen diese Brücke nicht verlieren. Mach das. Ja, nichts. Hä? Wo fehlt noch eine? Hier bei Jake, wollen wir verarschen? Und hier fehlt auch noch eine. Ach du Scheibenkleister. Sieht echt schlimm aus hier. Ich hätte mich für diese Kacke nie melden sollen. Wovon redest du? Wovon ich rede? Schau dich doch mal um. Hier kann man sich vor lauter Schattenviechern ja kaum aus dem Lager trauen. Als gefragt wurde, wer sich um die Ausrüstung kümmern soll, hätte ich wirklich meine Hand unten lassen sollen. Jetzt sitze ich hier fest in dem Mist. Du hast Angst. Natürlich habe ich das. Hier gibt es nichts. Nichts zu fressen. Keine Menschen außer uns. Hier gibt es nur den Tod. Ich wünschte, ich wäre in einer Kneipe. So eine Kacke. Das wünschte ich auch. Wir werden hier alle heil wieder rauskommen. Hoffen wir, dass du recht hast. Ausrüstungsleiter ist doch ein guter Posten. Hast du es denn nicht mitgekriegt? Was denn? Wir haben uns völlig verrechnet. Die Dämonenjäger waren dafür zuständig, auszurechnen, wie viel Nahrung und Waffen wir brauchen. Wir haben viel zu wenig, von beidem. Jetzt bin ich der Arsch, der entscheiden muss, wer eine neue Waffe bekommen darf und wer nicht. Dann nehmen wir die Waffen unserer Feinde. Den Gedanken hatte ich auch schon. Nicht weit von hier steht ein Waffenlager dieser dunklen Brut. Wenn wir das einnehmen könnten und den Weg dorthin gesichert hätten. Tja, aber das ist nicht ganz einfach und momentan kann ich hier niemanden entbehren. Das Waffenlager ist gesichert. Gute Arbeit. Dann kann ich dir jetzt noch ein paar Waffen verkaufen. Die erste ist umsonst. Was hättest du denn gerne? Wie man das Fetteste, das du hast. Gib mir das Fetteste, das du hast. Oh, da bin ich etwas überfragt. Weißt du was? Such dir einfach was aus meinem Bestand aus. Hier hast du etwas Kohle, damit du dir meine Waren auch leisten kannst. Ich kann dir jetzt auch ein paar Sachen verkaufen, wenn du willst. Du findest mich im gesicherten Waffenlager. Was kannst du mir verkaufen? Die mal gucken, hat er noch etwas Cooles für uns. Ich weiß nichts. Gut, das sind die Waffen. Ist klar, Schwerter Tief verkauft auch. Naja. Der Exekutor. Boah, alter Schaden. 60 sogar. Pistolenkugeln wäre cool, aber kostet noch ein bisschen zu viel, weil die dicke Olga. Woher hat das wohl ihren Namen? Naja. Diamanten kaufen, ist klar. Ne, gut, dankeschön. War noch ein cooles Lager, muss man zugeben. Gut, hätten wir das jetzt auch. Kane, ja, jetzt fällt das hier oben halt noch, wa? Schwimmen wir da einfach so rüber. Ja, geht auch so. Ja, Leute, das machen wir das noch ganz kurz. Ich weiß, der Part zieht sich wieder in Länge. Vermutlich wird es doch 30 bis 40 Minuten sogar werden. Mir ist so wichtig, dass wir das hier noch schaffen und dann im nächsten Part wieder gegen Nekrolot selber in den Krieg ziehen können. Uns nicht mehr mit Sidequesten hätte es auffallen müssen, sondern einfach nur mit der Hauptstory selbst. Und jetzt spinnt gerade mein Controller wieder. Nochmal toll. Hier waren wir doch schon. Ich werde aber das eine oder andere noch übersehen. Oh, das ist einer von uns. Hallo, da Kila. Oh, Gucho. Diese Insel ist verflucht. Diener von Magier und Tonka sterben. Böser Geist hier. Große Gefahr. Kane hat mich geschickt. Ich soll überprüfen, wie es um die Waffenlager steht. Nicht gut. Böser Geist halten Waffenlager unter Kontrolle. Es ist zu gefährlich. Kämpfen gegen ihn. Noch ein Schattenlord oder was? Für einen Tonka wirkst du stark verunsichert. Chi. Speere, die nicht töten. Rote Flüsse, die Steine verschlingen. Hier ist nichts gut, Gucho. Hoffnung gibt es immer. Die Ahnen waren mir nicht wohlgesonnen. Unser Auftrag wurde mit Blut beglichen. Ich bezweifle, dass der Einfluss der Ahnen so weit reicht. Gutschos sagen, hier ist Arsch von Welt. Doch was bedeutet das?
Nicht so wichtig. Erzähl mir lieber von deinem Auftrag. Auftrag war, Lager mit Waffen im Norden zu übernehmen. Doch ein böser Geist riss Tonka und Gutschos in den Tod. Keine Waffen konnten ihm Schaden zufügen. Ich werde mit dem Geist schon fertig. Ono, du kannst sterben, Geist nicht. Du wirst Hilfe brauchen, Gutscho. Wer kennt sich denn mit Geistern aus? Dieser Geist anders als Ahnen von Kila. Suche darum den Chakra der Dämonenkrieger auf. Du findest ihn unten beim Anlegeplatz. Hat außer dir sonst noch jemand überlebt? Ein Gutscho hat die Angst sein Herz zerfressen lassen. Schwacher Körper mit schwachem Geist. Aber Dakila kennt seinen Namen nicht. Seine Spur führt nach Süden. Okay. Was ist das für eine Mission, ey? Sollte ihn irgendwie loswerden, ja, das ist natürlich ein guter Rat, schon teuer, das stimmt. Wie jetzt Kane oder was? Okay. Fragen wir ihn mal. Ich möchte ein paar Dinge wissen. Aber mach schnell. Ich habe zu tun. Wie kann ich einen Geist verwundbar machen? Du stellst Fragen. Besitzt du das Schwert der 7 Winde? Nein. Das Elixier der Verdammnis? Nein. Sag mal, wozu reist du quer über das Meer, wenn du außerrum nichts bei dir führst? Hilfst du mir jetzt oder nicht? Pah, nichts haben, aber Hilfe wollen. Aber gut, mir fällt nur eine Möglichkeit ein. Unsere Vorväter trugen alle Amulette mit Insignien des Schutzes bei sich. Wer so ein Amulett trug, konnte sicher sein, dass Sphärenwanderer dem Träger auf Augenhöhe begegnen mussten. Sphärenwanderer? Geister, Dämonen, nenn sie wie du willst. Woher bekomme ich so ein Schutzamulett? Wenn es dir nicht gerade vererbt wurde, sehe ich schwarz. Mein Vater hat es mir überreicht. Er hat es von seinem Vater und... Wie viel? Für einen ungeduldigen Hau drauf, wie du es bist, 400 Goldstücke. Hui. Was dein Amulett angeht. Hier ist das Gold. Ein Mann ist so glaubhaft wie sein Wort. Und ich werde meines halten. Hier hast du es. Dankeschön. Kein Schutzamulett erhalten, muss er sich irgendwie anlegen oder wie? Ja, schätze mal schon. Wow, klingensicher, Astralsicht. Not bad. Gut, dafür Schlösserknacken weg, war, aber gut, dann sowieso noch hinwechseln, fällt mir gerade da auf. Inquisitionsorden, der ist zwar nicht schlecht. Eine Kette für den Angriff nach. Gut, er macht zwar Stichwaffen, ja, nicht so schlecht momentan. Klingensicher, ja, wieso nicht? Tja, nochmal, den ganzen Weg nochmal zurück. Oh, Menschenskind, ey. Naja, wir haben nichts mehr zu tun, von dem her. Dann hoffen wir nochmal, dass wir jetzt eine Chance gegen diesen unverwundbaren Geist haben, war. Und dann, ja, nochmal zurück zu Kane, Lagerbereich machen. Sind wir hier, glaube ich, fertig. Können wir noch ein paar Dinge verkaufen. Ich sage es jetzt schon. Ich hoffe, dass wir noch genug Ruhm ergattern für ein bisschen mehr von unseren Nahkampfkünsten. Und dann, ja. Dann halt weiter im Text. Betty kommt auch mit. Sehr schön. So, das Amulett habe ich jetzt. Und jetzt, wo ist er? Ah ja. Gut, dann heißt er ist hier irgendwo da drin. Entschuldigung. Kenn ich nirgendwo her? Frisches Fleisch für meine Klingen. Das Blut deiner Freunde ruft bereits nach dir. Ich habe da so ein Jucken in meinem Fuß. Ich habe da so ein Jucken in meinem Fuß. Vor deinesgleichen habe ich keine Angst. Mir ist die Macht der Unsterblichkeit gegeben. Eure Waffen können mich nicht töten.
Was macht dich da so sicher? Die Anzahl deiner gefallenen Freunde. Und was diese Flotte da draußen angeht. Ich werde sie in Flammen tauchen und euer Vorhaben zunichte machen. Eure Schädel werden meine Trophäen sein. Wieso war eigentlich der nicht dann für den Geisterflot, sondern Quo? Verstehe ich nicht ganz. Was hält dich davon ab, mich anzugreifen? Warum sollte ich? Du bist doch schon fast einer von uns. Die letzten Fragmente deines Geistes sind so gut wie ausradiert. Mit deinem Ableben würde ich dir also einen Gefallen tun. Deine Unsterblichkeit ist Geschichte. Du wagst es, an meiner Macht zu zweifeln? Dieses Amulett nimmt dir deine Macht. Was? Wo hast du das her? Her damit! Das kannst du vergessen. Meine Geduld mit dir findet nun ein Ende. Mach dich bereit zu sterben. Na warte! Wow, wo kommt das ganze Viech noch her? Wow, man wird so schnell. So, jetzt aber wieder nicht mehr. Das war gerade ein bisschen verrückt. Aber ja, wir haben es geschafft, mehr oder weniger zumindest. Jetzt habe ich endlich genug Ruhm, war nach ein bisschen Nahkampf. Viel ist zwar nicht, aber besser als nix. Falsch. Total falsch. Jetzt ist schon besser. Der Geist hat sich in Luft aufgelöst. Uwamba, Gucho. Großes Voodoo du beherrschst. Ort ist wieder sicher. Wie konnte der Wellenkrieger das schaffen, wo Dakila versagt hat? Ein Amulett der Dämonenjäger half mir dabei. Großes Voodoo auch bei anderen Völkern. Mächtige Freunde unter ihnen. Hier, dieses Kipawa ist für dich. Du hast die Last von Dakilas Schultern genommen. Gucho. Okay, ja, wieder zurück war. Und so, ich denke, endgültig. Ich werde vielleicht nochmal ausgehen, mal ein bisschen durchgucken, was wir doch alles jetzt für Waffen haben, was verkaufen kann, ob ich irgendwie noch was anderes ausrüsten kann und so, weil sonst dauert das mir jetzt lange. Wir haben ja mittlerweile schon ziemlich viel und ja. Ich möchte Bericht erstatten. Dann schieß mal los. Das Waffenlager im Norden ist befreit worden. Ein Kundschafter berichtete mir, dass Kidlat Probleme mit einem Geist hatte. Die waren einmal. Sehr gut. Alle Waffenlager sind jetzt unter unserer Kontrolle. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, nimm das als Belohnung. So kurz vor dem Ende der Welt so viel Kohle zu bekommen, ist irgendwie traurig. Ja, irgendwie schon. Du kannst dein Amulett wieder haben. Danke. Ich hatte mich eh schon schlecht gefühlt, es aus der Hand zu geben. Hier, dein Gold kriegst du natürlich zurück. Okay, danke Kannst du schön. mir etwas beibringen? Natürlich. Schwertermeistern. Ich möchte ein stärkerer Schwertkämpfer werden. Natürlich. Kein Problem. Gut, Hiebwaffenmeister? Ne, eigentlich eher weniger, wa? Schwermeister natürlich, aber wir haben nicht 100, das ist das Problem. Oh, Nahkampfbonus von 20%. So gut bin ich auch nicht. Ja, ich leider auch nicht, Kumpel, ich leider auch So nicht. bin ich nicht gut genug. Du sagst es, ja komm. Zeig mir, wie ich rohes Fleisch essen kann. Natürlich. Kein Problem. Und schon kann ich es. Cool, wa? Ja, und nun, ja, Stichwaffen, Hiebwaffen, Schwerter. Stichwaffen sind noch ein bisschen besser, gut, bleiben wir dabei. Und sonst... Aber natürlich irgendwie etwas Besseres, Kristallmagie. Machen wir Hiebwaffen, wir haben jetzt momentan Stichwaffen, wa? Das wäre natürlich irgendwie eine Kombination davon noch ganz cool. Und was das hier nehmen war. Früher hatte ich mal das hier, war mit Jade-Anhänger oder was doch. Die funkelnde Kette hatte ursprünglich noch. Ja, Silberzunge mehr, Einschüchtern, Kristallmagie, ja, das war nicht schlecht. Inquisitionsorden. Muss Kate einfach keine Kugel sicher, wäre jetzt auch nicht schlecht. Naja, passt schon. Stichwaffen 148, cool. Ja, Freunde, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Das war's mal für heute hier bei Risen 3 Titan Lords. Wir sind jetzt so weit durch. Klar kann man jetzt hier und da noch irgendwie, wie gesagt, zum Beispiel am Nahkampf 100 machen, oder? Damit er da wirklich das Maximum hätte. Also müssen wir irgendwie anders machen, anders erreichen, noch mehr Ruhm sammeln, das wird zu lange dauern.
irgendwelche Blüten und so etwas fressen, wir sollen noch das Ganze suchen gehen und so. Nee, ich würde sagen, das reicht hier. Wir haben das gemacht, was wir eigentlich machen wollten. Die sind alle befreit. Yep, das ist alles Picobello. Jetzt können wir also uns aufmachen zu unserem Geist hier oben. Wir fahren die drei großen Magier, der Zauberer von mir aus. Mit unserem Geister. Das machen wir jetzt im nächsten Part, Freunde. Und dann werden wir hoffentlich auch Necrolord erledigen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis zum großen Finale hier bei Risen 3 Titan Lords. Hoffe ich zumindest, wa? Bis dahin, tschüss.